machen. Das Katzengejammer, das könnt ihr jetzt selber entscheiden, weil wir haben gefunden, das dürfen wir euch nicht vorenthalten. Und bringen es jetzt jeden Mittwoch 20.00 live da auf Radio 15. Jetzt könnt ihr selber entscheiden, ist das Katzengejammer oder nicht. Und wenn ihr sagt, das ist ein Katzengejammer, dann passt wenigstens auch der Titel. Ja, Cowgirl Isas Katzengejammer live on Radio 15. Jetzt live auf Radio 15. Cowgirl ist das Katzenjammer on Radio 15.10. Känguru Ragout, Känguru Ragout und eiskaltes Frost, grinst bei mir dazu. Hallo zusammen, ja, das freut mich, dass ihr doch tatsächlich heute wieder eingestellt habt zu Cowgirl Isas Katzengejammer on Radio 15.ch. Heute tue ich euch doch mal erklären, wie ich es fertig bringe, ständig meine Männer zu vergraulen. Wir haben ja jetzt lesen in der Schweizer Illustriert online, Cowgirl Isa hat endlich einen Lover. Ja, ich habe ihn noch, aber tatsächlich, es war wirklich eine Zangengeburt, weil er hat am Anfang gedacht, sie auf gar keinen Fall, und ich habe eben am Anfang auch gedacht, er im Leben nie. Und das war wirklich so ein bisschen Zangengeburt, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und ich habe natürlich sämtliches probiert zu machen, um ihn quasi von mir fernzuhalten. Also nicht auf Distanz behalten in dem Sinn, sondern ich habe eigentlich wirklich alles gegeben, dass er die Flucht ergreift. Am Schluss ist er aber trotzdem da geblieben und jetzt mal schauen, wie lange er noch bleibt. Aber ich tue euch jetzt sicher mal erzählen, was er alles machen soll, damit er einen in die Flucht schlagen, weil jeder normal wäre eigentlich gegangen. Bleibt dran! Wo die Sonne für immer scheint, unsere Herzen sind vereint. Nichts ist perfekt, wir sind auch oft angeeckt. Trab dich auf, sprich dich aus, hör einander zu. Es tut so gut, gib der Liebe eine Chance. Hör auf dein Herz, vergiss den Schmerz, den Worte beginnen. Nimm die Kraft der Leidenschaft, wenn wir uns fühlen, weil du und ich, wir fliegen um die Welt mit Überschein zu den Sternen raus ins All. Glitzer Staub hüllt uns ein, denn wir
schlagen jetzt ganz sicher die Hände über dem Kopf und denken, «Isa, was erzählst du jetzt da für einen Seich?» Aber im Fall tatsächlich, wenn man wirklich so viel schlechte Erfahrung gemacht hat, wie ich es wirklich jetzt schon hinter mir habe, klar, es hat jeder schlechte Erfahrungen gemacht, das ist mir doch völlig logisch, das ist klar. Aber du wirst doch einfach vorsichtig, oder? Und ich habe halt einfach die Tendenz, dass ich halt, anstatt dass ich halt einfach zugemacht habe und niemand mehr an mich hergelassen habe, gut, mal doch, das habe ich auch gemacht, aber habe ich halt einfach auch noch meinen Schutzmechanismus ausgebaut und das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Aber ich habe tatsächlich, wenn einer Potenzial hatte, habe ich sämtliches probiert und geschaut, ob er am Schluss eigentlich noch steht. Also das heisst, ihr könnt euch vorstellen, so wie der Wolf um die 3 Säulen. Also der Wolf ist doch dort auf einem Hügel oben gestanden und die 3 Säulen haben doch da ihre Hütten gebaut. Das eine war aus Stroh, das andere glaube ich aus Bachstein und eins, oh keine Ahnung, eins ist irgendwie, was war das andere? Mist? Nein, keine Ahnung. Was war das dritte Häuschen? Egal, auf jeden Fall. Vielleicht Holz. Holz könnte es gewesen sein. Ist ja Wurst. Auf jeden Fall haben die 3 Säulen sich ja in diesen Häuschen versteckt und der Wolf ist von außen angestanden, hat pustet, oder? Und alle Häuschen sind nachher zusammengekracht, bis aufs letzte vom 3. Säule. Dort das Bachsteinhäuschen ist, glaube ich, das ist da geblieben. Die anderen Säulen sind natürlich gefressen worden, aber das Säule, das hat sich im Haus verstecken, genau. Und ihr könnt euch das etwa so vorstellen, ich habe tatsächlich, das ist kein Witz, ich weiss auch nicht, wieso ich das gemacht habe, ich habe es echt nicht extra gemacht, aber etwa genau diese Technik habe ich angewandt, ich habe gepustet und einfach geschaut, steht er am Schluss noch, weil dann hat er quasi die ganze Dröhnung von mir bekommen und weiss jetzt genau, wie ich ticke und er weiss jetzt auch, auf was er sich einlässt. Also von dem her gesehen, ist es eigentlich eine sehr schlaue Taktik gewesen. Jetzt wollen wir mal schauen, anstatt Musik tue ich jetzt ganz schnell kurz das Geschichtchen vom Wolf und diesen 3 Säulen runterlassen und nachher dann mal weiter erzählen, was ich alles geboten habe. Jetzt müssen wir wirklich hören. Vor langer Zeit, wo die Sauen noch können schwätzen und klettern, hat einmal eine grosse, dicke Sau gelebt. Die hat 3 Kinder gehabt. Das waren natürlich auch Säule. Und die Säule haben den ganzen Tag gefressen. Da hat an einem schönen Tag die alte Sau zu ihren Kindern gesagt: «So, ihr 3, jetzt sind ihr alt genug, um euch selber durchs Leben zu bringen. Geht ins Feld raus, sonst fressen die meine Ratten kahl.» Sie hat jedem Säuli ein Säckchen mit einem guten Znüni und ein bisschen Reisegeld um den Hals gebunden und dann sind sie losgezogen. Das erste Säuli ist gelaufen, bis es an einen Heuhaufen herangekommen ist. Da hat es gedacht: «Den Heuhaufen könnte ich gerade als Hütte brauchen. Den muss ich mir keine bauen. Oh je, bin ich müde.» Dann ist es in den Heuhaufen hineingekrochen. Nur das Schwänzli hatte keinen Platz gehabt. Das hat es einfach hinten rausgestreckt. Das zweite Säuli ist ein bisschen weiter gelaufen, bis es an einen Laubhaufen herangekommen ist. Da hat es gerufen: «Gott sei Dank, da hat es einen Laubhaufen. Den könnte ich als Hütte brauchen. Den muss ich mir keine bauen. Ui, bin ich faul.» Und das Säuli ist in den Laubhaufen hineingekrochen. Nur das Schnörli hat keinen Platz mehr gehabt. Das hat es einfach vorne rausgestreckt. Das dritte Säuli aber war nicht so faul wie die beiden anderen und ist gelaufen, bis es an einem Mann begegnet ist, der einen Leiterwagen mit Ziegelstein hinter sich hergezogen hat. Da hat Säuli zum Mann gesagt: «Grüezi wohl, gibst du mir ein bisschen von deinen Steinen? Ich möchte mir gerne ein Haus bauen. Ich gebe dir dafür ein paar Borsten, dass du davon eine Bürste machen kannst.» Da hat der Mann dem Säuli die Borsten ausgezupft und dafür hat es einen grossen Haufen Ziegelsteine bekommen. Mit denen hat es angefangen, ein Haus zu bauen. Überall ist es auf den Abfallhöfen und bei den Mischkübeln gut Zeug zusammensuchen und hat es eingetragen. Alte Pfanne, ein grosses Messer,
ein rostiges Schloss mit einem Schlüssel und einen Haufen Sachen, die man in einem rechten Haushalt brauchen kann. Es hätte fest arbeiten. Aber dafür hat es dann auch ein heimeliges Häuschen zum drin wohnen, mit einem Herd, mit einem richtigen Chemie und sogar mit einem Schnittlauchstock auf dem Fenstersims. Jetzt an einem schönen Tag ist ein alter Wolf, der Herz Zottler, gekommen. Er hat gar nicht den Guten gehabt und vor sich hin brummelt. «Oh, habe ich gefangen Hunger. Seit 3 Tagen habe ich nicht mehr rechts zu fressen gehabt. Aber was ist denn das? Da güchselt doch ein Sauschwänzli zu dem Heuhaufen aus. Hey, Sauli, komm doch ein bisschen raus, so kann ich dich recht anschauen. Ich sehe nur das Schwänzli. Nein, ich komme nicht raus. Das Anschauen kennt man, hat Sauli gerufen. Sauli, wenn du nicht rauskommst, so tue ich strampeln und brusten und das Hütchen zusammenpusten. Er hat noch ein bisschen gewartet und wo Sauli nicht rausgekommen ist, hat er gestrampelt und trampelt und brustet und den ganzen Heuhaufen zusammengepustet. Sauli aber hat er gefressen. Er hat es gerade so ganz abgeschluckt. Ein guter Braten ist das gsi. So einen möchte ich grad noch mal. Aber was ist denn das? Heute habe ich meine Glück. Wenn das nicht ein Sauschnörl ist, wo dort zu dem Laubhaufen ausgüchselt, so will die Heiri heissen. Sauli, komm doch raus, so kann der Grüezi sagen. Das Grüezi sagen kann ich mir. Ich bleibe lieber, wo ich bin. Sauli, wenn du nicht rauskommst, dann tue ich strampeln und brusten und dein Hütchen zusammenpusten. Er hat noch ein bisschen gewartet und dann hat er gestrampelt und trampelt und brustet und das ganze Laubhütchen weggepustet. Und dann hat er das Zweizäuli auch noch gerade so ganz abgedruckt. Er hat sich mit seiner grossen roten Zunge das Maul abgeschleckert und gesagt: «So, alle guten Sachen sind 3. Jetzt nochmal so ein weißes junges Säuli zum Dessert und ich hätte für eine Weile genug Geschwindigkeit. Was ist denn das für ein Häuschen dort vorne? Das habe ich ja noch gar nie gesehen.» Er ist gelaufen, so schnell er konnte mit seinem dicken Bauch, und hat zum Fenster hineingebüchselt. Das Drehzäuli war gerade am Gemüserösten. Ein Wolf ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Aber nicht wegen dem Gemüse, wegen dem Säuli natürlich. Und er hat gerufen: «Hallo, Säuli, komm doch ein bisschen zu mir raus. Ich habe Säuli schön gern.» «Ja, ich weiss es. Zum Fressen gern, gell?» Nein, ich kann jetzt nicht weg. Ich bin gerade am Kochen.» «Säuli, wenn du jetzt nicht sofort rauskommst, dann tue ich strampeln und brusten und dein Hütchen zusammenpusten.» Ja, mach du das nur, wenn du Freude dran hast. Aber ein bisschen fest.» Da hat der Wolf wie einer Taube brustet. Bis er fast verplatzt ist. Aber er konnte das Häuschen nicht zusammenpusten. Da ist er wütig abgezottelt. Aber etwa nach einer Stunde ist er wieder da gestanden und hat gerufen: «Säuli, ich weiss einen Zwetschgenbaum mit reifen Zwetschgen.» «Wo denn?» «Strössli doch ab und dann links übers Brückli. Wenn du willst, komme ich dich morgen am 9 Uhr abholen. Also, wieder gibt's.» Am nächsten Morgen aber ist Säuli schon früh aufgestanden, etwa am 7 Uhr. Es ist das Strössli ab, übers Brückli, hat den Zwetschgenbaum gefunden und ist aufgeklettert. Und dann hat es angefangen zu fressen.
Es sind wunderbare, reife und süße Zwetschgen gsi und Säuli hat gar nicht mehr aufhören. Aber auf einmal hat es vom Kirchenturm 9 geschlagen. Jetzt ist aber Säuli verschrocken. Hey, du mein Trost, der Wolf, der hat ich ganz vergessen. Es hat grad vom Baum absteigen, da kommt der Wolf das Herz zu holen. Er war wütig gsi und wo er unter dem Baum gestanden ist, hat er gerufen. Hast nicht mögen warten? Sind Zwetschgen gut? Ja, ausgezeichnet. Probier's doch einmal. Es nimmt die grösste und weichste Zwetschge, die es gefunden hat, und wirft sie dem Wolf grad ins Gesicht. Und dann noch eine. Und noch eine. Und während der Wolf sich die verpflutterten Zwetschgen aus den Augen und den Nasenlöchern putzen, ist Säuli ab dem Baum runter, was hast du in sein Häusli, und hat die Tür geschlossen. Der Wolf hat vor Täubel laut rausgebrüllt. Die verwirrt sie schon noch. Du Donnersratensau! Er geht ganz scheinheilig zum Säuli und klopft an das Fenster. Säuli, können wir nicht wieder gute Freunde sein? Kommst du heute Mittag mit mir auf den Jahrmarkt nach Pumpelshausen? Ja, meinetwegen. Wann ziehen wir los? Am 3 komm dich abholen. Aber bist du parat? Säuli ist natürlich schon viel früher gegangen, etwa um 11:30. Es ist Reitschule gefahren, Schiffli schaukeln. Es hat ein ganzes Pfund türkischen Honig gefressen. Und dann hat es beim billigen Jakob ein Butterfässli gekauft. Das hat ihm nämlich noch gefehlt in seinem Haushalt. Säuli hat das Butterfass vor sich hergerugelt und ist fröhlich heimzu. Es war erst 2 gsi, aber wo es oben am Hügel steht und schon das Dach vom Haus sieht durch die Bäume durchschimmern, das Häusli ist nämlich am Fuß vom Hügel gestanden. Wer kommt da Strössli darauf zu krochsen? Der Wolf. Zum davonspringen war es zu spät gsi. Und darum ist Säuli, was hast du ins Butterfass hineingekrochen, um sich zu verstecken. Das Butterfass aber hat angefangen zu rugeln und rugeln, schneller und schneller, holterte, polterte, ist es über Stock und Stein den Berg durchab. Säuli hat vor Aufregung gequiekt, was es rausgebracht hat, und das hat in dem Fass so schurig getönt, dass der Wolf in einem Schrecken davongerannt ist und sich versteckt hat. Erst nach einer Stunde hat er sich wieder vorgetraut und ist zum Häusli. Säuli ist schon lang wieder gemütlich drin gehöckelt. Der Wolf hat durchs Fenster gegüchselt und gerufen. Hey, Säuli, hast du wieder nicht mehr gewartet? Ich hatte schon am 2 abholen. Aber ein furchtbares Ungeheuer ist der Berg da abgeschissen gekommen, gerade auf mich zu und brüllt jetzt. Oh, ich bin meiner Lebensweg noch nie so verschrocken. Das war sicher ein Drache gewesen. Da hat Säuli angefangen zu lachen und hat gerufen. Je, Wolf, du bist denn schon nicht der dümmste Scholi, wo man anläuft. Das bin doch ich gsi, in meinem neuen Butterfass. Gell, hast mich nicht verwünscht. Verbot, Verbot, Verbot. Jetzt ist der Wolf so wütig geworden, dass ihm alle Haare zu Berg gestanden sind. Jetzt hast du mich aber das letzte Mal am Seil abgelassen. Ich verreiß dich jetzt Nacht. Und wenn ich muss zum Chemie ins Haus rein. Er hat angefangen aufzuklettern. Er ist zwar ein paar Mal wieder runtergebürzelt, der Gstabi. Aber etwa nach einer Stunde ist er tatsächlich auf dem Dach gestanden. Säuli aber war auch nicht faul. Es hat unterdessen im Chemie eine grosse Wasserpfanne aufgehängt und darunter ein riesiges Feuer gemacht. Das Wasser hat gerade so schön angefangen zu strudeln. Da rutscht der Wolf das Chemie ab und platsch in die Pfanne rein. Säuli hat den Deckel drauf tun und der Wolf kocht,
bis er durch war. Und wo es ihm nachher mit einem grossen Messer den Bauch aufschnitt, kommen die beiden anderen Säule raus. Sie sind gerade noch ein bisschen lebendig gsi. Länger hätten sie es nicht mehr ausgehalten. Und dann haben die 3 Säule den Wolf zum Znacht gefressen. Mit viel Schnittlauch, Rübis und Stübis. Sie haben zufrieden und glücklich miteinander gelebt, in dem lustigen Häuschen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute noch. Oder so ähnlich. Ich kann mich natürlich auch nicht mehr an alles erinnern, was ich als Kind gehört habe. Das ist ja klar. Aber ich habe die Trudi Gerster einfach geliebt. Ihre Märchen sind immer die besten gewesen. Und wir haben dort zumal noch Kassetten gehabt. Mögt ihr euch noch erinnern, wie man mit dem Bleistift in die Löcher rein und dann aufziehen, wenn die Bändel irgendwie sich raus verliert haben oder so. Und dort war das Kopieren noch ein bisschen einfacher gewesen. Wir konnten noch ein Klebi oben drüber tun und einfach eine Raubkopie machen. Und so. Also, ja, wo wir Kinder waren, war noch vieles einfacher gewesen. Aber das Männermobbing dort zumal, das hat nicht funktioniert, weil dort hatte ich eigentlich, ehrlich gesagt, noch keine Mühe gehabt, einen Mann zu behalten oder überzukommen. Das hat sich mit der Zeit geändert. Aber eventuell bin ich da vielleicht auch ein bisschen selber schuld. Könnte so sein. Ich habe da nämlich im YouTube so eine Playliste von mir, was ich schon alles für Zeug erzählt habe oder auch gemacht habe natürlich. Und da habe ich ein Video drin, das ich euch jetzt unbedingt herunterlassen will. Und zwar ist das so ein bisschen selbsterklärend, wieso ich den Mann dort an diesem Tag auf jeden Fall ganz sicher vertrieben habe. Ich glaube, da wäre jeder andere auch gegangen. Ja, auch in mir schlägt eine kleine Romantikerin. Und zwar habe ich dort zumal in meinem Ex-Freund zum Mittag machen, als er heimgekommen ist vom Arbeiten. Und da habe ich gedacht, cool, er hat so gerne Raclette. Wir machen doch ein Raclette. Da habe ich auf den Holztisch, den er dort hatte, neu gekauft, mega Freude gehabt. Ich glaube, es war auch teuer im Konferam oder Ikea, das ist ja gleich. Auf jeden Fall hatte ich dort so ein kleines Raclette-Töffel, das habe ich geschenkt bekommen. Nachher ist mir dann klar, wieso ich es geschenkt bekommen. Auf jeden Fall war das so ein komisches Ding, das du auseinandernehmen konntest. Da habe ich das auf den Tisch gestellt und habe oben ein Blättchen drauf. Da dachte, das ist ein Weiss, wo man nachher Fleisch drauf tun oder so. Gut. Und danach habe ich eingesteckt und in der Küche habe ich Herdöpfel parat gemacht und Maisli und Gürkchen und einfach alles, was dazugehört. Und plötzlich fällt das an vor Räuchen und ich so... Komisch. Und dann habe ich gesehen, dass das vom Holztisch herkommt. Ich so, ui. Und dann habe ich das Raclette-Töffel gerade ausgezogen und dann dachte ich so, Scheiße, ich habe das Teil verkehrt aufgestellt. Das hat irgendwie so einen... Der Heizfuß hat ausgesehen wie der Fuß, wo man es draufstellen muss. Und oben hat es so Töckeli gehabt, wo ich nachher das Blättchen drauf habe. Aber die Töckeli wären jetzt die Füße gewesen und der Heizfuß, dort hat das Blättchen drauf müssen. Toll. Gut, habe ich den Tisch versichert. Gut. Dann dachte ich, was mache ich jetzt? Dann habe ich gedacht, ja, ich warte jetzt. Es geht noch etwa eine Viertelstunde, dann kommt er dann heim. Und dann habe ich gewartet, bis es kalt war. Habe das Raclette-Töffel wieder genau gleich auf den Tisch gestellt und dachte, ich halte jetzt einfach ab, der ist ja schon kaputt, kann nicht mehr drauf haben. Gut, dann ist er heimgekommen und hat eine Scheissfreude gehabt. Ich habe das Raclette für ihn vorbereitet und so. Das kann ich übrigens, Raclette. Auf jeden Fall ist er dann heimgekommen und dann, Schatzchen, und ich so, ja, du noch fein einstecken, dass es heiß ist, wenn wir nachher essen, ja, etwa 15 Minuten. Und dann hat er eingesteckt, oder, und hat nachher auf das Sofa hingehöckelt, hat gewartet und so, und plötzlich räuchnet es so. Jetzt hat er vorgereicht mit dem Tisch, und dann geht zum Tisch hin, rupft den Stecker raus, und nimmt das Teil weg, oder? Und ich so, was hast jetzt du gemacht? Und er so, der Tisch ist kaputt. Und ich so, hast du nicht gesehen, dass das verkehrt da steht? Schau, da steht ja, ich glaube, Tefal auf dem Kopf. Und er so, nein, habe ich nicht gesehen. Scheiße. Und ich so, ja, aber hast du das wirklich nicht gemerkt, dass das schon auf dem Tisch steht? Hast du jetzt gemacht, so ein Scheiße? Mich hat es natürlich fast verputzt, oder? Und der ist verrückt geworden. Der hat gesagt, ja, jetzt wollen wir den Tisch flicken und alles. Und ich so,
Soll ich mir jetzt auch sagen, dass ich das bin? Oder soll ich einfach nicht sagen? Ich glaube, er meint bis heute noch, er sei es. Ja, so kann man es natürlich machen. Man kann so natürlich sehr gut Männer verärgern, Männer mobben. Im Moment, mein jetziger Freund, der hat schon ein bisschen davon testen, was ich also machen will. Manchmal merkt er das gar nicht, aber wenn er schläft, dann muss ich immer mit den langen Fingernägeln, mit dem dünnen kleinen Finger, gehe ich immer seine Nasenhaare ein bisschen kutzeln und schauen, ob er irgendwie reagiert oder irgendein Lebenszeichen vor sich gibt oder schon quasi schon fast klinisch am Sterben ist im Schlaf oder so. Und irgendwie am Morgen sagt er mir etwas Komisches geträumt oder einmal habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben, weil dann habe ich die ganze Zeit... Also mir war es langweilig, ich konnte nicht schlafen und dann eben die ganze Zeit gekützelt. Und dann bin ich irgendwann steinmüde geworden. Und er war die ganze Nacht wach und hat nicht gewusst, warum. Und am anderen Tag hat er mir so erzählt, er war die ganze Nacht wach und hat keine Ahnung, warum, aber überhaupt nicht schlafen. Ich weiss nicht, er hört ja die Sendung, aber spätestens jetzt weiss er warum. Mega sorry. Aber ich habe im Fall noch etwas Besseres gebracht, gell? Also, Schatzi, wenn du das jetzt hörst, dann... Ja, musst einfach nicht immer alles glauben. Aber da kommt jetzt wirklich der absolute Oberburner. Den habe ich tatsächlich bei jemandem gebracht, wo ich aber nur 2 Wochen zusammen war. Ich frage mich, warum das nur 2 Wochen gegangen ist. Aber ich habe natürlich einen Whirlpool bei mir im Keller unten und der wird natürlich dann genutzt, oder? Das ist ja klar. Und jetzt wollen wir mal schauen, was ich dort wieder rausgelassen habe. Ich habe jemanden Host kennengelernt vor einer Zeit. Und dann habe ich gedacht, ja, eben, jetzt haben wir uns ein paar Mal getroffen und so, ist ein paar Mal bei mir daheim gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt könnten wir doch eigentlich im Pool zusammen und so. Das ist ja gemütlich, ein bisschen relaxen. Andere gehen halt ins Thermalbad und ich habe es halt bei mir im Keller, das ist ja schön, oder? Da habe ich nicht wirklich zweideutige Gedanken gehabt, in dem Moment haben wir nicht. Auf jeden Fall sind wir dann nachher noch in die Küche Eis trinken und so, oder? Und dann habe ich da so mein Glas getrunken und er war ein bisschen verschöpft, ein bisschen schüch. Und dann habe ich einfach so trocken gesagt, ja, ich dürfte jetzt nicht zu viel trinken. Und dann schaut er mich an und so, ja, es ist ein bisschen dann wieder in die Pool und habe weitergetrunken, habe mich so weggedreht, dass er nicht sieht, dass ich fast vertätscht habe von Lachen. Und dann ist er nachher so gestanden, so, schon im Badmantel. Und ich habe es gerade angesehen, dass er es wirklich geglaubt hat. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich wieder etwas sagen. Und dann habe ich wieder umgedreht und gesagt, ja, musst nicht so schockiert sein, weil ich meine, man kann Chlor schocken, das passiert immer mal, das ist kein Problem. Gehen wir jetzt ab? Und dann ist er so hinten reingekommen. Und ich habe das genau angesehen. Ich habe ihn dann gefragt, so Monate später, gesagt, du, sag jetzt mal, hast du mir das wirklich geglaubt? Und dann hat er gesagt, ja, also auch, als wir noch drinnen gehockt sind, er hat also wirklich lange Mühe gehabt. Offensichtlich, dass ich einen Scheiß erzähle, aber nicht. Also ich habe noch nie in meinem Pulli etwas erlebt. Ich habe aber natürlich auch so meine Vorzüge, weil ich kann ja ganz Haufen Sachen kann ich selber machen, oder? Wo man da einen Haufen Geld auch sparen kann. Sorry, alle Coiffeuren oder so. Aber ich schneide meinen Freunden eigentlich sehr gerne die Haare selber, weil ich ja gerne, wenn sie lange Haare haben. Und jedes Mal, wenn sie zum Coiffeur gehen, heisst es immer, ja, du musst so viel schneiden. Und dann kommen sie wieder irgendwie mit 5 cm kürzeren Haaren heim. Und was sagen sie? Ja, das wächst ja wieder. Aber mir muss es doch im Moment auch gefallen. Gut, habe ich angefangen, dass ich meinen Freunden wirklich tatsächlich selber die Haare geschnitten habe. Habe mir da so eine Schere daheim gekauft. Zuerst habe ich es mit der Büroschere gemacht, aber da habe ich dann natürlich auch selber gemerkt, dass das nicht so eine gute Idee war. Aber nachher muss ich also sagen, ich bin eigentlich sehr stolz gewesen, so auf mein Resultat. Auf jeden Fall, ich habe immer Spass daran. Ich hatte einen Freund, der hatte ganz schöne Haare. Und da habe ich gesagt, komm, du musst doch nicht zum Coiffeur, ich schneide doch die selber. Weil ich habe ja immer gerne, wenn sie ein bisschen längere Haare haben. Und wenn du zum Coiffeur gehst, dann schneidet ja einfach immer mehr als nötig. Oder? Und wenn ich selber schneide, dann kann ich wirklich einfach nur Spätzle schneiden. Gut, dann habe ich das tatsächlich gemacht, ist angehöckelt. Und dann komme ich da so, habe so Profischeren und Zeug gekauft und so, oder? Und fange schneiden und immer mehr Haar weg. Oder? Und ich so... Und er so, kannst du das wirklich? Und ich so, ja, ich kann das schon, das kann ja nicht so schwer sein. Und dann höckelt er so da
Und ich hinten so am Schneider und oben und so. Und er so, kann ich mal schauen? Und ich so, weil unterdessen hat es schon auf der einen Seite schon ein Loch gehabt. Er hat doch jetzt einfach gedacht, wir haben schon ein Loch drin geschnitten. Und dann er war so da und er hat gesagt, sieht es dir gut aus? Ich so, mir gefällt es, mir gefällt es. Dann habe ich schön gestrahlt, ein bisschen Spray dran da und so. Habe mit dem Spiegel gezeigt. Er so, oh ja, sieht wirklich gut aus. Und dann ist er arbeiten und dann plötzlich kommt das Telefon vom Arbeiten und sagt, Isa! Komm, und er hat mich angesprochen, ich habe Löcher auf der Seite. Hast du das gemerkt? Ja, leider. Aber ich habe gesagt, kannst du ein bisschen strahlen, dann sieht man es. Sie machen sie ja schnell. Ich darf also dazu sagen, dass mein jetziger Freund auch wieder sehr schöne, lange Haare hat. Und noch bevor er jetzt die Sendung gehört hat, habe ich ihm das auch schon angeboten, dass er sich den Coiffeur sparen kann. Ich habe das schon manchmal gemacht habe und er bei mir die Haare schneiden kann. Wobei, wenn er jetzt die Sendung hört, er wahrscheinlich auf das grosszügige Angebot von mir wird dankend verzichten. Ich habe aber natürlich auch noch anderes auf Lager, wenn ich jemanden mega gerne habe. So ein schönes Morgen ans Bett bringen, natürlich am Morgen, das lohne ich mir gerne. Nein, natürlich mache ich auch gerne etwas. Da gibt es natürlich auch von mir ein YouTube-Video, das ich vor 2 Jahren aufgenommen habe. Und zwar könnt ihr jetzt mal hören, wie das tönt, wenn ich für jemanden zum Morgen mache. Müsst ihr also echt aufpassen, ob ihr das wirklich wollt, mich als Freundin haben. Ja, ich habe auch mal einmal für einen Ex-Freund von mir zum Morgen gemacht. Ich habe alles auf Teller und so und dann wollte ich einen Offi parat machen. Ich hätte so gerne Offi gehabt. So. Dann habe ich den Schrank aufgetan und ich habe gesehen, ich habe keine frische Milch mehr. Die Milch, die hat schon geflogen. Da habe ich gedacht, Scheiße, was mache ich jetzt? Kann ich keinen posten? Und dann Wasser drin, habe die Milch geschüttelt. Und die war wieder flüssig wie nichts. Ich habe ganz viel Schokopulver drin. Und habe es serviert. Und dann die Reaktion von ihm ist, oh, danke, Schatz, das ist nicht toll, so feine Offi, was ist das für eine Sorte? So ein spezieller Geschmack, aber ist gut. Pfui dein, wie ist es gut? Es geht so grausig gut ins Blut. Wenn einer sagt, das wär nicht geil, dann blöfft er. Und ich merk's nicht immer, aber immer öfter. Pfui dein, wie ist es gut? Wenn's mir so richtig Popcorn tut. Und wenn ich ganz benebelt bin, kommt mir die Mama nicht in den Sinn. Die Mama sagt, mein Bubilein, merke dir das wohl. Halt dich fern von allem Bars und meide Alkohol. Wenn Mama keine Ahnung hat, bin ich öfters fett. Ich hauche sie ergeben an mit meinem Mörderbrett. Pfui dein, wie ist es gut? Es geht so grausig gut ins Blut. Wenn einer sagt, das wär nicht geil, der blöfft er. Und ich merk's nicht immer, aber immer öfter. Pfui dein, wie ist es gut? Wenn's mich so richtig packen tut. Und wenn ich ganz benebelt bin, kommt mir die Mama nicht in den Sinn. Ins Haus, wo diese Lampen sind, mit dem roten Schein, da sagt die Mama, Bubilein, da gehst du nicht hinein. Dort sind hübsche Mädels drin, viel geiler als erlaubt. Da gibt's im stillen Kämmerlein das Beste überhaupt. Pfui dein, wie ist es gut? Es geht so grausig gut ins Blut. Wenn einer sagt, das wär nicht geil, dann blöfft er. Und ich merk's nicht immer, aber immer öfter. Pfui dein, wie ist es gut? Wenn's mich so richtig packen tut. Und wenn ich ganz benebelt bin, kommt mir die Mama
öfter und die Märkte sind immer, aber immer öfter. Ui, Teufel, ist es gut, wenn's mich so richtig packt und tut. Und wenn ich ganz benebelt bin, komm mir die Mama nicht in den Sinn. Und wenn ich ganz benebelt bin, komm mir die Mama nicht in den Sinn. Für Teufel ist es gut. Ja, wenn wir zusammen gehen reisen, dann ist er natürlich voll ein Arme, weil ich bin da voll durchgehende Diva, oder? Weil ich habe da ganz klare Ansprüche an ein Hotel. Es muss zum Beispiel in meinem Zimmer immer so eine Hirnladestation haben, das sind so aus dem Kopfstück vom Bett, so die zwei, eine Art Leselämpchen, die rauskommen und so aussehen wie so UFO-mässige Arme, die man nachher auf der Seite kann ins Hirn andocken und dann ist das eine Hirnladestation, oder? Also ich habe natürlich tatsächlich Ansprüche und da habe ich das natürlich auch eine ganze Nacht getestet, oder? Und wo ich dann am anderen Tag das Gefühl hatte, es hat einfach nichts gebracht und er die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hat und mich nur angeschaut hat und riesige Fragezeichen in seinen Augen hatte, bin ich an die Rezeption runtergegangen und habe auf den Tisch geklopft und habe gemotzt und gesagt, die Ladestation, die Hirnladestation, die taugt ja eigentlich wirklich nicht. Wie muss man die ganz genau machen, weil da funktioniert es nicht. Ich habe die Hirnladestation ans Hirn angedockt, oder? Angemacht, oder? Und dann habe ich dort auf den On-Schalter gedrückt und dann hat man auf der anderen Seite das Licht eigentlich durchscheinen rausgesehen, oder? Da habe ich gedacht, ja, oder? Am Anfang ist ja klar, oder? Aber wenn ich das so eine ganze Nacht mache, müsste es ja eigentlich am anderen Tag irgendwie so eine Masse im Kopf geben, weil das müsste ja wachsen, oder? Auf jeden Fall haben die mich an der Rezeption ja dann aufgeklärt und einfach gesagt, dass das einfach sehr dämlich angebrachte Leselampen waren. Trotzdem hab ich es gern, mein eigenes Gehirn. Einziges Gehirn. Andere Hirne haben ganz andere Gespinste drauf. Sie stehen auf Dominas und strangulieren und auf Warenkauf. Stehen auf Basejumping und Religionen und auf Porsche, auf Kokain und Reality TV. Doch es ist schon gut und schlecht. Letztendlich sieht ein jeder sich im Recht. Ich hab es einfach gern, mein eigenes Gehirn. Mein einziges Gehirn. Manchmal denk ich all die ganzen Sachen endlos durch und verliere mich in den Metaebenen und manchmal fände ich dann darüber gern einen Ausknopf oder so für dieses ganze Chaos in meinem Kopf. Mein Gehirn ist nicht perfekt, doch eigentlich erfüllt es seinen Zweck. Deshalb hat es sich gern, mein eigenes Gehirn. Mein einziges Gehirn. Mein eigenes Gehirn. Mein einziges
Was natürlich auch voll Männermobbing von meiner Seite her ist, wenn ich wieder meine lustigen Lieder und Videos mache und die ganze Zeit rufe, Schatz, komm schauen, ich will dir etwas zeigen. Und er das ja eigentlich überhaupt nicht lustig findet, aber einfach dachte, ja, er lässt mich halt machen. Und dann muss er eben zuhocken und muss sich den ganzen Schmarrn einziehen und anhören, genauso wie ihr, wobei ihr natürlich jederzeit könnt abstellen könnt. Aber ihr müsst euch überlegen, er kann nicht abstellen, er kann ja nicht einfach davonlaufen und sagen, nein, es ist doof, sondern er muss da hocken und sagen, und dann nachher frage ich ihn so nach ganz seiner ehrlichen Meinung und dann sieht man es richtig an, wie er schon fast weiss und grün wird im Gesicht, weil er einfach denkt, Scheisse, soll ich jetzt die Worte sagen oder nicht, was passiert, wenn ich die Worte sage? Und dann sieht man schon die ersten Schweißperlen, die da die Stirn ablaufen. Ja, meine Lieder sind halt sehr gewohnheitsbedürftig. So, dürfen wir gerade eins hören. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout, in Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. In Italien isst man Pizza Oder Insta. In Österreich da gibt's Schnitzel oder Ein Apfelstriezel. Die Mexikaner essen Chili und zwar con carne. Excuse con amigo, nix für Vegane. Nur eine Sache lässt mir keine Ruhe. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. Beim Asiaten gibt es Ente, Mit Basmati-Reis im Ruhrpott Currywurst. oder Pommes rot-weiß. In England gibt es Fish and Chips oder Smoked haddock, dazu a cup of tea. Mit der Wolkenmilch, das da noch reinkommt. nur eine Sache lässt mir keine Ruhe. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man hier dazu. So ein Känguru-Ragout, das ist gemacht genug. Man packt alles in den Ofen, macht eine Soße noch dazu. Ein paar hübsche Kräuter, Milch frisch aus dem Euter. Danach noch schön garniert und am besten heiß serviert. Was kommt dann dabei raus? Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir dazu. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und ein Aborigine heißt Didgeridoo. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir dazu. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. In Australien ist man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Fosters grinst man dir dazu. Ich verstecke aber Lachen.
natürlich ganz eine grosse Kunst von mir ist gut zuhören. Das habe ich jetzt schon manchmal gehört, dass ich da absoluter Spezialist drin bin. Ich kann euch gerade ein Beispiel sagen. Und zwar war jetzt am Wochenende Oltner Kilby und ich bin mit meinem Freund und meiner Tochter dort gewesen, und wir haben natürlich die Bahnen abgeklappert. Da sind wir auf die erste gegangen, die hat sich so hochgeschwungen, wieder runtergeschwungen und so. Wie das alte Piratenschiff, das ihr eigentlich alle kennt. Nur hat es sich nachher noch um sich selber gedreht. Zum Glück ist es nicht auf den Kopf, weil ich muss sagen, mir ist es also tatsächlich schlecht geworden auf dem Teil. Aber ich habe nichts gesagt und wir haben ja dummerweise gerade 6 Billette gekauft. Das heisst, wir haben ja noch mal drauf müssen und ich bin nicht drauf gewesen, und hat immer wieder so gestockt und so, und ich habe ja nicht so viel Vertrauen in Kilby-Bahnen. Ich dachte, Scheiße, hey, heute ist mein Todestag. Heute ist mein Todestag! Ja, genau, auf jeden Fall. Ist dann endlich fertig gewesen, habe ich gemeint. Und dann gibt er noch mal richtig Gas, weil es sind keine Leute angestanden. Leute, ihr glaubt es nicht, am Sonntag dort nach Kilby war leer gewesen. Es hat keine Leute gehabt und die haben die Bahnen elend lang laufen lassen. Ich war schon fast grün im Kopf. Und meine Tochter nebenzu hat gekräht, weil die ganze Zeit gemeint hat, die Bahn geht dann auf den Kopf. Aber sie hat es lustig gefunden am Schluss, aber in dem Moment hat sie natürlich Angst. Ja, auf jeden Fall war dann die Bahn fertig gewesen. Dann sind wir runter und ich habe mir gar nichts anmerken lassen, dass wir eigentlich schlecht waren. Dann sind wir auf die nächste Bahn. Das war eine, die sich so auf einem Teller am Boden dreht und da die Wägeli hat, die sich auch noch mal in sich selber dreht und noch ein bisschen hin und her schwanken, oder? Gut, dann sind wir drauf, es haben immer nur 2 Platz gehabt, bin ich mit meiner Tochter drauf, ist ja klar, oder? Und mein Freund ist hinten dran drauf, oder? Und wir haben durch das, dass sich die Wägeli immer irgendwie bewegt haben und sie sich selber gedreht haben, hat man plötzlich einander wieder gesehen, oder? Und das Zeug war ja so schnell gewesen, oder? Meine Tochter und ich, wir haben so müssen lachen, weil jedes Mal, wenn wir ihn gesehen haben, hat er sich mit beiden Händen so breitarmig gegeben, so richtig verkrampft und die Augen zu und den Kopf hinten. Und ich habe eigentlich gedacht, oh, der genießt das wahrscheinlich irgendwie, ja, Sonnenschein und so, ein bisschen schöne Musik, ein bisschen rundum und so. Und ich habe mir wirklich eigentlich gedacht, dem geht es gut, der findet es einfach voll friedlich und es ist eigentlich noch langweilig für ihn, oder? Aber im Gegenzug habe ich zu meiner Tochter gesagt, hey Sonja, musst schauen, jetzt kotzt er denn gerade und so. Und die hat das so lustig gefunden, dass es ihm so schlecht war auf der Bahn und so. Und hat gesagt, schau mal, wie so schlecht ist und so. Jedes Mal, wenn er wieder an uns vorbei ist und der hat die Augen zugehört, hat er einfach gar nicht mitbekommen. Und dann war die Bahn fertig, die Kleine und ich, wir haben fast in die Hose gebisselt vor Lachen. Also ich eigentlich vor allem müssen lachen, weil die Kleine so gelacht hat. Gut, auf jeden Fall ist dann der Mann wieder gekommen, oder? Und hat so gesagt, aussteigen. Und ich dachte, nein, komm, wir tun gerade mal, oder? Und mein Freund so nebenzu, nein, komm, wir machen Pause. Und ich habe gedacht, das hat ja mega friedlich ausgesehen, das ist dem einfach langweilig. Ich wollte etwa heim, komm, wir machen jetzt die Billette noch durch, die wir haben, oder? Dann sind wir einfach hocken geblieben. Und anstatt dass er dann ausgestiegen ist, ist er auch hocken geblieben. Und ich dachte, ja, das kann ja nicht so schlimm sein. Der hat das wirklich einfach genossen, oder? Und dann die nächste Fahrt wieder genau gleich, die Äuglein zu und der Eisstrahlen im Gesicht gehabt. Das hat wirklich ausgesehen, als würden die rasante runde Fahrt so richtig geniessen, oder? Die Kleine und ich, wir haben da eins in die Hose gelacht vor Lachen. Und irgendwann sagt sie die Kleine, du Mami, es wäre dann also schon gut, dass wir mal in die andere Richtung kehren. Ja, dann gewusst, okay, gut, es war ein bisschen viel gewesen, wahrscheinlich. Auf jeden Fall war dann etwa fertig gewesen, dann sind wir ausgestiegen und dann hat mein Freund säckelt gerade weg und ich so, wo geht jetzt der durch, oder? Dann steht irgendwie gerade hinter den Bäumen oder so in den Schatten und ich so, wahrscheinlich hat er einfach heiß gehabt und bin so gefragt, hey, geht's gut und so. Und er so, ja, kein Problem. Und ich so, okay, ist gut. Und dann habe ich gesagt, dann können wir jetzt gerade noch auf die erste Bahn, weil da haben wir die Tickets los und können nachher langsam heim, oder? Weil ich ja heim wollte. Und er so, nein, komm, wir warten noch. Und ich so, ja, ist das schlecht? Und er so, nein, ist gut. Ich so, also komm, dann gehen wir, oder? Dann bin ich einfach losgetanzt, oder? Bin auf die Bahn und er kommt mit, oder? Dann sind wir drauf. Dann war das wieder der Arm. Der macht auf und ab und auf und ab. Und er dreht sich ja wieder um sich selber, oder? Und dann irgendwie ist mir dann dort aufgefallen, dass er da gar nicht so ehrlich war zu mir, weil ihm ist es, glaube ich, wirklich richtig schlecht gewesen. Dann hat die Farbe gewechselt von rot zu grün zu blau und so überall.
wo man kann wechseln. Mir hat er mega leid getan, weil hat er gesagt, das ist ihm schlecht, wären wir nicht drauf. Aber er hat ja das Maul nicht aufgebracht und ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Auf jeden Fall, die Kleine hat auch wieder gekräht und dann sind wir nachher fertig gewesen. Aber zum Glück ist es damals nicht so lange gegangen, weil mir ist es ja auch schlecht gewesen. Also ich muss ehrlich sagen, mir ist es wirklich auch schlecht geworden. Und dann sind wir runter und dann mein Freund fräst wieder ab, oder? Wieder irgendwie unter Bäumen im Schatten, oder? Und ich so, was ist der wirklich gut? Und nein, mir ist im Fall mega schlecht. Und die Kleine steht nebenzu und ist eins am Lachen. Und ich konnte es auch fast nicht verklammern. Und ich dachte, ja, aber hättest du doch etwas gesagt, dann wären wir doch gar nicht drauf. Ja, er hat es doch gesagt. Und ich so, nein, was hast du gesagt? Ja, er hat doch gesagt, komm, wir warten. Und ich so, ja, komm, wir warten. Ich habe gemeint, du willst einfach noch ein bisschen da bleiben. Wir warten. Ich kann doch heimwählen. Ja, genau so. Richtig zulassen ist nicht unbedingt mein Kunststück. Er hat sich dann so nach einer halben Stunde hat er sich dann gefangen. Und dafür sind wir dann noch seine Pommes frites gegessen und das noch gemacht. Und so, dann haben wir ihn dann wieder ein bisschen zufriedenstellen, die Kleine und ich. Aber ich muss schon sagen, so böse wie es tönt, aber so ein bisschen insgeheim gelacht haben wir halt schon. Ist das jetzt gemein? Ja. Hey, Cowboy, wir zwei haben heute richtig Spaß. Ich sehe gut aus, ich bin super drauf, ich bin eine tolle Frau und alle sagen wow. Ja, was kann denn schöner sein? Mein Dekolleté, das ist mega schön. Man pfeift gern hinterher, was will eine Frau denn mehr? Ja, was kann denn schöner sein? Und wird es Nacht, den Blinker raus, Vollgas aufs Parkett. Ich bin im Partyfieber. Wie schön, dass es mich gibt. Ich bin total verliebt in mich und das ist gut. Ich bin im Partyfieber. Ich tanze durch die Nacht, ein Wunder ist vollbracht. Ich hab mich total lieb. Ding Dong, King Kong, du Tarzan, ich Jay. Du siehst gut aus, du bist super drauf, du bist ein toller Typ und alle haben dich lieb. Ja, was kann denn schöner sein? Dein Cabriolet, das ist mega schön. Du trittst aufs Gas und du hast Spaß. Ja, was kann denn schöner sein? Und wird es Nacht, den Blinker raus, Vollgas aufs Parkett. Du bist im Partyfieber. Wie schön, dass es dich gibt. Du bist total verliebt in dich und das ist gut. Du bist im Partyfieber. Du tanzt durch die Nacht, ein Wunder ist vollbracht. Du hast dich total lieb. Hey, da, schalala. Hey, du, Schubidu. I love me, you love you. Love that's on me. Wir sind im Partyfieber. Wie schön, dass es uns gibt. Wir sind total verliebt in uns und das ist gut. Wir sind im Partyfieber. Wir tanzen durch die Nacht, ein Wunder ist vollbracht. Wir haben uns total lieb. Wir sind im Partyfieber. Wie schön, dass es uns gibt. Wir sind total verliebt in uns und das ist gut. Wir sind im Partyfieber. Wir tanzen durch die Nacht, ein Wunder ist vollbracht. Wir haben uns total lieb. Wir sind im Partyfieber.
das wär's mit meinem Katzengejammer gewesen. Ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten und habe ein bisschen Stimmung einbringen am Mittwochabend am 20.00 auf Radio 15. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heisst Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Yeeha! Vollgas auspacken, ich bin im Partyfieber. Partyfieber, Partyfieber, Partyfieber. Wie schön, dass es mich gibt, ich bin total verliebt in mich und das ist Sterne sagen dir, wer passt zu mir? Bist du ein Krebs oder ein Stier? Und das ist wieder mal gewesen mit dem Cowgirl Isas Katzenjammer on Radio 15. Du bist die Luft, die ich atmen will. Du hast den Duft, der riecht wunderschön. Und auch dein Herz schlägt in meinem Beat. Ich hab dich so unendlich lieb. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Ich hab dich so unendlich lieb. Meine Katze Rainer ist nun etwas kleiner. Schlief er im Wäschedruck, mit in die Maschine flog. Er aus der Luke schaute und dabei laut miaute. Meine Katze Rainer ist nun etwas kleiner. Meine Katze Stoffel sieht aus wie ein Pantoffel. Schläft sie lieb und fein in meinem linken Winken ein. Wollte ich mir die Füße wärmen, hörte ich sie lärmen. Meine Katze Stoffel sieht aus wie ein Pantoffel. Meine Puse war voll Fusel, Fellverfix, es war ein Ruf. Der Tierarzt hat sie anvisiert, dann tat sie plötzlich kompliziert. Eingewickelt in ein Tuch, das ist nun schon der 7. Versuch. Der Tierarzt hat sie ungeniert jetzt einfach praktikal rasiert. Meine Katze Bertrand hat charmant den Schwanz verbrannt. Wollte ich was essen, hab brisant den Herd vergessen. Das hat Bertrand nicht erkannt und hat elegant den Schwanz verbrannt. Er verlor fast den Verstand und ist rasant davongerannt. Meine Katze Mörli hatte auch 2 Öhrli. Sie war kurz im Dresche drin, zum Glück nicht weiter schlimm. Jetzt fehlt ihr das linke Ohr, ja, das ist halt wahr. Meine Katze Mörli hat nur noch ein Öhrli. Meine Katze Motti ist der größte Kotzi. Verdreht sie ihre Augen, ich kann es kaum glauben. Überall, wo es nur geht, im Transport, wo sie steht, fängt sie an zu würgen. Drum nenn ich sie jetzt Jürgen. Mit dieser Katze Jürgen, mit ihrem Aufwürgen. Stammbaum Siamesen, ging ich zum Chinesen und sagte dem Kotzsoldaten Asiatenbraten, Katzenpfoten. Jetzt kann man auf der Karte lesen, Jürgen ist heute da gewesen.